Hallo zusammen, das ist Kranklitis oder Chris. Bin wieder mal ein bisschen müde. Bin wieder mal ein bisschen durch, weil ich relativ lange an Diablo gespielt. Ist ja momentan 50% mehr Erfahrungspunkte. Bis dann am 25. Reaper of Souls rauskommt. Ja, jetzt bin ich dort noch ein bisschen am Leveln. Aber ja, das tut eigentlich jetzt gar nicht zur Sache. Kurz bevor ich jetzt komplett einpenne, möchte ich noch kurz informieren, dass ich ein bisschen aufgeräumt habe und ein paar Sachen möchte loswerden. Und anstatt das einfach wegzuschießen, kann ich es ja gerne hier auf dem Channel in diesem Sinne verlosen. Schreibt zwischen in die Kommentare, was ihr gerne möchtet. Das wird zwar ein rechter Aufwand für mich, das rauszufiltern. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ja, aber das wird eh gehen. Es werden ja nicht 100'000 Kommentare sein im Jahr. Und ich mache jetzt das Ganze mal in einem Brocken. Mal schauen, das Zeug, das nicht wegkommt, das kommt dann vielleicht in einem zweiten Video nochmal dran oder so. Ihr werdet es sehen. Ich möchte jetzt gerne anfangen, wenn ihr kurz, ja, es wird auch schon 5-6 Minuten gehen, Zeit habt, zieht euch die Sachen mal rein. Und zwar starten wir hier mit dem kleinsten. Das wäre, ja super, ja. PS Vita Karte 4 und 8 GB. Sind mir zu klein, aber vielleicht kann die jemand brauchen, anstatt sie einfach wegzuschießen. Und dann habe ich hier die SSD-Verpackung, aber drin ist natürlich 500 GB HD für PS4. Ich habe genug Speicherplatz, wenn die jemand brauchen kann. Meldet euch einfach, es ist eine reguläre Festplatte, 500 GB wie gesagt. Dann habe ich hier für die Xbox 360 hier den MLG Controller. Mit dem wirst du automatisch zum MLG Player. Nein, natürlich nicht. Das Gute ist, dass man ja vieles wechseln kann und das Ganze so ein bisschen anpassen. Ja, ich habe eigentlich noch gut gefunden. Es ist einfach so, dass ich dann mein Turtle Beach Headset nicht mit dem brauchen konnte, wegen dem Anschluss unten. Und darum ist er nicht so gross zum Einsatz gekommen. Nicht so gross zum Einsatz ist auch der Controller von Razer gekommen. Der Sabertooth, der hat hinten ja so ein paar Wippen, damit man die Finger nicht von den farbigen Knöpfen muss nehmen muss. Eigentlich auch ein gutes Ding. Ist einfach nicht so oft zum Einsatz gekommen, weil gleich die neuen Konsolen sind auftaucht. Ja, eigentlich noch blöd gegangen für den. Dann hier das Hauptstück. Star Wars Xbox 360. Hier sehen wir noch schnell, was drinnen ist oder was drinnen könnte sein, weil der Goldie Controller, der wird die ganz sicher behalten. Den finde ich eben schon noch schnittig. Ja, darum, es gäbe sicher Konsolen, das Kinect habe ich glaube ich auch noch irgendwann. Star Wars Spiele vielleicht auch. Ja, aber eben, Kabel sind sicher alle dabei, ihr bekommt sicher eine Xbox 360, die funktioniert. Einfach ohne Controller, ja. Aber ich meine, gratis ist das ja nicht ein schlechtes Angebot, oder? Jetzt habe ich hier schnell auf die Seite müssen und jetzt geht es noch los mit ein paar Games. God of War Ascension habe ich hier das Cover gewechselt. Das Game ist dabei. Codes habe ich glaube ich eingelöst, aber eben das Game geht auf jeden Fall noch. Habe ich scheiße gefunden, ist aber eigentlich nicht ein schlechtes Spiel. Dann das Dragon's Crown, das ist so ein Prügelspiel. Habe ich auf der PS Vita auch gekauft und habe ich dort durchgespielt. Von dem her brauche ich es auf der PS3 nicht. Jetzt wechseln wir zur Xbox 360. Hier hätte ich noch ein Battlefield 3. Codes hier eventuell auch schon gebraucht. Aber das Game läuft sicher noch. Das Halo 3 ODST, also falls jemand möchte. Und dann haben wir hier das Blaze Blue Calamity Trigger, glaube ich. Das ist ein Prügelspiel im Stil von Street Fighter. Extrem schöne und stylische Grafik, abgefahrene Charakter. Bin ich leider nie so warm damit geworden, weil mir Street Fighter einfach besser gefällt. Aber es ist wirklich auch ein gutes Prügelspiel, also für jemanden, der das mal ausprobieren möchte. Dann hätte ich hier noch das uralte Dead Rising 2. Ja, den habe ich hure geil gefunden. Das Game selber habe ich noch nicht groß gespielt. Und hier, genau, das Dead Island Crab Tide habe ich auch richtig crappy gefunden. Aber ja, gewiss hat das gut gefallen, das Spiel. Jetzt sehe ich gerade, dass hier die Hülle kaputt ist.
Ja, müsst ihr auch in Kauf nehmen. Mal schauen, ob das jemand will. Hat Dead Island Riptide wieder eine kaputte Hülle. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Wenn ihr den Crap nicht wollt, kann ich ihn natürlich auch entsorgen. Es geht ja nicht darum, dass ihr dann bei euch irgendwelche Staubfänger oder Games daheim habt, die ihr nicht spielt. Das mache ich schon genug. Aber eben, wenn ihr etwas möchtet, schreibt es doch in die Kommentare. Und dann werde ich das dann nach dem bekannten Prinzip dann mal auslosen. Das wird jetzt auch schon eine Woche laufen, das Video, oder 1,5 sogar. Ihr werdet es dann sehen, wenn die Auslosung ist. Ich werde es ankündigen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ihr könnt natürlich auch mehrere Sachen wünschen. Vielleicht noch schnell zum Sagen. Dann würde ich es einfach mit 1, 2, 3, 4 und so weiter aufschreiben. Und dann könnt ihr dann Prioritäten dort so ein bisschen zusammenbüscheln. Ich sehe, das wird relativ kompliziert, das auszulosen, aber eben, schreibt mal rein, was ihr möchtet. Da werde ich das schon etwas herausfinden. Also, jetzt muss ich schnell schauen, dass es nicht wieder einfach mit am Schluss abschneidet. OBS tut da ein bisschen komisch stoppen. Darum macht es gut, schön zusammen, kommentiert fleissig und dann sehen wir uns wieder. Tschüssli.